Noch ist er in Israel und protestiert. George Levy. Wir sind mal wieder hier. Trotz allem. Seit Jahresbeginn kämpfen in Israel Hunderttausende für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Noch weiß George nicht, was ihn bei dieser Reise erwartet. Zum ersten Mal besucht er mit seinen 2 Geschwistern und seinen Kindern die Heimatstadt seiner Mutter Edith. Hier in Coburg in Deutschland wuchs sie auf, bis sie 12 Jahre alt war und sich ihr Leben in kurzer Zeit brutal veränderte. 4 Tage Spurensuche. Was hat die Mutter und Großmutter vor 80 Jahren hier erlebt? Und warum kehrte sie nie mehr nach Coburg zurück? Es ist eine Geschichte, über die nie offen gesprochen wurde, obwohl sie es so sehr verdient. Mai 2023. Das Kibbuz Shamir im Norden Israels. Wenige Wochen vor der Abreise nach Deutschland. Wie fast an jedem Morgen startet George Levy von hier aus zu einer kleinen Biketour. Die Gegend ist für ihn längst zur Heimat geworden. Als junger Mann kam George von Argentinien nach Israel. Sein Ziel? Ein demokratisches Land mit aufzubauen. Hier oben, nahe der Grenze zu Syrien und dem Libanon, hat er selbst Kriege und Konflikte miterlebt. Gedenksteine wie diese erinnern daran. Selbst wenn hier Krieg ist oder wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, das ist meine Heimat. Und die Heimat verlässt du nicht. Ich glaube auch, meine Mutter hätte ihr Leben nach diesem Motto gelebt, wenn sie und ihre Eltern nicht aus Deutschland verjagt worden wären. Das war nicht ihre freie Entscheidung. Sie hatte keine Wahl. George konnte sich entscheiden für ein Leben im Kibbuz Shamir. Hier hat er seine Frau kennengelernt, eine Familie gegründet. Vom Konzept Kibbuz ist er überzeugt. Eine Siedlung mit basisdemokratischer Struktur, in der alle gemeinsam leben, wirtschaften, entscheiden. Und in der jeder jeden kennt. Na, wirst du berühmt? Eine neue Erfahrung. Schönen Feiertag. Und der Rest der Familie? Kommen schon noch. Einen schönen Feiertag euch noch. Es ist Shavuot. Am Abend treffen sich alle Familien des Kibbuz zu einem großen Fest. Ähnlich unserem Erntedankfest. Frei in unserem Land steht auf diesem Plakat. Parallel findet eine Fotoausstellung statt, die die Bewohnerinnen und Bewohner Shamirs zeigt bei Protesten gegen die rechtsreligiöse Regierung Israels. Auch George ist besorgt. Mit neuen Gesetzen wolle die Regierung die Justiz einschränken und die eigene Macht ausbauen. Eine Gefahr von innen für die Demokratie in Israel. Sie versuchen, uns das Land wegzunehmen. Und sie wollen unsere Art zu leben ändern. Unser Motto, leben und leben lassen. Ich bin nicht gegen irgendjemanden. Lebe du dein Leben, wie du es willst. Aber versuche nicht, meins zu ändern. Erst vor kurzem hat George begonnen, sich mit seiner eigenen Geschichte zu beschäftigen. Denn es gibt einen blinden Fleck in seinem Leben. Die Kindheit seiner Mutter Edith Wertheimer, eine deutsche Jüdin. Viel mehr als diese Liste von Vorfahren und ein paar Fotos aus ihrer Kindheit gibt es nicht. Geboren in Coburg, Deutschland, in einer jüdischen Familie, die ganz normal lebte und arbeitete und zur Gesellschaft ihrer Stadt dazugehörte.
Das ist das Haus, in dem meine Mutter und meine Großeltern gelebt haben. In Coburg, Raststraße 6. Beide meiner Eltern sind Deutsche. Beide haben Deutschland verlassen, als sie sehr jung waren. Nicht, weil sie wollten, sondern weil sie mussten. Mit der Tatsache, dass ich jetzt in Israel in einem Kibbutz lebe, damit habe ich das erfüllt, was sie angestrebt hatten. Inzwischen hat Shavuot begonnen. Vor allem in Kibbutzim ein besonderer Feiertag. Die ganze Familie kommt zusammen. Auch die Töchter von George leben hier. Sie haben gerade erst erfahren, dass ihr Vater George zum ersten Mal den Geburtsort seiner Mutter besuchen wird. Die eigene deutsche Familiengeschichte kennen sie kaum. Ich höre immer mehr Leute sagen, dass es hier in Israel alles nicht mehr gut läuft, dass sie das Land vielleicht verlassen. Und das ist wichtig. Seine Geschichte zeigt mir, warum es wichtig ist, dass wir hier sind. In Israel. In wenigen Tagen beginnt für George die Reise. Ich kann jetzt nicht reden. Nicht mal kurz, okay? Mario ist der große Bruder von George. Das hier ist der Ort, an dem ich 40 Jahre gearbeitet habe. Wie mein zweites Zuhause. So, mal schauen, wo sie alle sind. Auch Mario will nach Deutschland reisen. Wie George ist er in Argentinien geboren und kam als junger Mann nach Israel. Hier an einer Schule für Segel- und Meereskunde hat er Generationen von Kindern unterrichtet. Heute ist er Rentner. Von der deutschen Geschichte seiner Mutter Edith weiß auch er nur wenig. Es wurde nicht darüber gesprochen. Es ist, als ob unsere Geschichte in Argentinien beginnt. Über die Zeit davor kein Wort. Das ist nicht nur bei uns so. Bei vielen Familien wurde nicht erzählt und nicht gefragt. Vielleicht wäre das meine Aufgabe gewesen, zu fragen. Wie? Warum? Wo? Es wurde nicht darüber geredet. Für die geplante Reise nach Deutschland fehlt nur noch eine. August 2023. Andrea, die kleine Schwester von George und Mario, ist aus Buenos Aires an den Münchner Flughafen angereist. Andrea spricht immer noch etwas Deutsch. Sie hat am längsten mit ihrer Mutter zusammengelebt. Ganz wohl fühlt sie sich im Deutschen aber nicht. Coburg kennt sie nur aus wenigen Erzählungen. Ich denke, es ist eine kleine Stadt. Sehr Deutschland. Ich habe einige Fotos, Bilder gesehen, wo meine Mutter gelebt hat. Dieses Deutschland will ich sehen. Deutschland. Seit Jahren haben die drei Geschwister sich nicht mehr gesehen. Jetzt wollen sie gemeinsam nach Coburg reisen. Auch Marios Tochter Dana ist mitgekommen. Ich habe keine Ahnung, was wir sehen, keine Ahnung, was ich fühlen würde. Das ist etwas Zusätzliches auf dieser Reise. Wir erkunden Unvorhersehbares. Zweieinhalb Stunden Autofahrt in den Norden Bayerns. Nach Coburg. Heute 41.000 Einwohner. Viel mehr wissen die Levis noch nicht über die Heimatstadt ihrer Mutter. Noch ist alles fremd. Please turn right after 150 meters at the end of the road onto Ketschendorfer Straße. Ketschendorfer Straße.
Zur gleichen Zeit in einem Biergarten in Coburg. Gabi Schuller erwartet schon die Gäste aus Israel, die sie bei ihrem Besuch begleiten wird. Sie war es, die auf die Familiengeschichte der Levis gestoßen ist. Und die sie nach Coburg eingeladen hat. Bislang kennen sie sich nur über das Internet. Ich bin mega aufgeregt, aber ich freue mich so sehr, Sie jetzt mal außerhalb von Zoom und so miteinander reden am Bildschirm, auch mal so in 3D in echt, in Farbe zu treffen. I couldn't wait. Incredible. You're so tall. Yes, but hello. Gemeinsam mit anderen erforscht Gabi Schuller die Geschichte jüdischer Familien in Coburg und hält Kontakt zu Hinterbliebenen weltweit. Okay, thank you. Das Schicksal von Edith Wertheimer und ihrer Familie ist nur eines von mehr als 60 jüdischen Familien, deren Leben hier sich in kurzer Zeit dramatisch änderte. Schicksale, die aus Sicht von Gabi Schuller in Coburg noch immer zu wenig aufgearbeitet sind. Es gibt Bereiche in der Coburger Geschichte, die sehr gerne benutzt werden, um sie in den Vordergrund zu stellen. Queen Victoria, Prinz Albert, keine Frage. Aber es gibt daneben halt auch so diese dunkle Periode, die auch zur Geschichte gehört und die auch nicht, meiner Meinung nach, nicht vergessen werden darf. Und ich denke aber, dass das häufig ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird. Und das tut mir sehr leid, weil das auch ein wichtiger Bestandteil ist. Der erste Kontakt. Spaziergang durch die Stadt, in der die Mutter aufwuchs. Auf den ersten Blick nichts mehr zu sehen vom Wirken der Nationalsozialisten in Coburg. Stattdessen prominent auf dem Marktplatz ein Denkmal, der Coburger Prinz Albert. Als Ehemann der englischen Queen Victoria bescherte er dem einstigen Herzogtum Weltruhm. Doch es gibt eben auch jenes düstere Kapitel der Stadtgeschichte, das noch vielen unbekannt ist. Es wird die Levis beschäftigen. Am nächsten Morgen. 4 Tage Spurensuche liegen vor ihnen. Und eine erste Adresse. Dieses Haus. Hier lebte die Mutter als Kleinkind. Und eigentlich war ein Besuch der Wohnung auch schon vereinbart. Der Klang dieser Treppen. Es klingt wie, als wir Kinder waren. Genau dasselbe Geräusch. Ja, wie damals in Argentinien. Es war nicht möglich, spät nach Hause zu kommen. Das Knarzen war zu laut. Doch diese Tür bleibt zu. Die Bewohner haben plötzlich keine Zeit mehr. Die Levis werden es später noch bei einer weiteren Adresse probieren. Als nächstes ein Termin im Staatsarchiv Coburg. Erst vor kurzem hat diese Ausstellung eröffnet. Sie zeigt, wie die Nationalsozialisten in Coburg versuchen, den öffentlichen Raum zu kontrollieren und dabei Coburger Juden zunehmend verfolgen und bedrohen. Verbrechen, die mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten Alltag werden in ganz Deutschland. Erzählt Stadtheimatpfleger Christian Boseckert. Allerdings geht es hier schon 11 Jahre vorher los, 1922, mit dem sogenannten Dritten Deutschen Tag, wo Hitler erstmals nach Coburg kommt mit 500 SA-Leuten und das eben praktiziert, nämlich die Macht auf den Straßen zu gewinnen durch Gewalt. Für die Nationalsozialisten ist Coburg Vorzeigestadt. Hier wird die NSDAP erstmals in Deutschland zur stärksten Partei im Stadtrat gewählt. Als erste Stadt hisst Coburg die Hakenkreuzfahne am Rathaus, 2 Jahre bevor Hitler an die Macht kommt. 17 Mal besucht der Diktator die Kleinstadt. Regelmäßig gibt es Aufmärsche. Edith ist damals in der Grundschule. Sie hat die Paraden gesehen, die Soldaten gesehen. Sie war ein kleines Mädchen und sie hatte Angst. Die Ausstellung im Staatsarchiv ist temporär und inzwischen wieder abgebaut.
Warum muss es jemanden wie Gabi Schuller geben oder besondere Schulprojekte, um so etwas zu erforschen? Warum ist das hier nicht ein offizielles Thema für Coburg? Das Coburg der Nachkriegszeit hat davon nichts wissen wollen. Erst nachdem die Tätergeneration jetzt auch ausstirbt und nachfolgende Generationen jetzt sozusagen auch politische Entscheidungen treffen, hat sich das grundlegend gewandelt. Es ist im Endeffekt eine Generationenfrage, die Sie hier stellen. Und mir ist schon klar, dass die Stadt Coburg gerade bei der Geschichte, der jüdischen Geschichte im Vergleich auch zu anderen Kommunen sehr weit hinterherhinkt. Es gab Hunderte, die sich nicht für eine Flucht entschieden haben, obwohl sie hier alle das Gleiche erlebt haben. Am Ende wurden sie in Konzentrationslager gebracht und verloren ihr Leben. Das ist emotional. Ich versuche darüber nachzudenken, was ich damals getan hätte, wäre ich hier gewesen. 38 Coburger Jüdinnen und Juden deportierten die Nazis in Konzentrationslager. Nur 2 von ihnen überleben. Der schmerzhafteste Teil der Familiengeschichte der Levis ist hier dokumentiert. Das ist die Krankenakte von Meta Frankenberg in Kutzenberg. Es beginnt 1931, da wird sie eingewiesen in die Heil- und Pflegeanstalt Kutzenberg. Heil- und Pflegeanstalt in Kutzenberg. 31. Hier, die Diagnose: Schizophrenie, Depression und so weiter. Depression and so on. Melancholia. Es geht um die Urgroßmutter von George und die geliebte Großmutter von Edith. Sie hat kaum noch geredet. Das ist das letzte Foto. Wollt ihr es sehen? Nein, wir haben ein schönes Foto von ihr. Hier ist sie nicht mehr in guter Verfassung. Genau deshalb wollen wir es nicht sehen. Doch das Schicksal der Urgroßmutter lässt sie nicht los. Was ist mit Meta Frankenberg wirklich passiert? Um das herauszufinden, wollen Andrea, Mario und George dorthin fahren, wo sie einst behandelt wurde. Ins Bezirksklinikum Kutzenberg, 30 Kilometer entfernt von Coburg. Heute unter anderem Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Errichtet im Jahr 1905. Das ist der Ort, an dem meine Großeltern Meta zurückgelassen haben, als sie nach Argentinien geflohen sind. Die ursprüngliche Idee: Inmitten von viel Natur sollen Menschen mit psychischen Problemen individuell bestmöglich versorgt werden. Ein Konzept, das den Nationalsozialisten widerstrebt. Das war zum Beispiel so ein Haus, in dem Patientinnen untergebracht waren. Mit der Machtübernahme Hitlers ändert sich der Umgang mit psychisch kranken oder geistig behinderten Menschen. Es ist ein exzellenter Ort für jemanden, um den du dich sorgst. Natürlich haben sie alle nicht geahnt, wie das hier enden wird. Wir wissen das jetzt. Wir haben erfahren, dass sie psychisch krank war. Für das Regime war das nicht akzeptabel. Also, wir wissen, was das hieß für die 10 jüdischen Menschen hier. Aber was hieß das denn für die anderen Patienten? Es war für alle das Gleiche. Ediths Familie ahnt das tragische Ende bereits, wendet sich mit einem Brief an die Klinik. Also, sehr geehrte Direktion,
Ich habe indirekt gehört, dass die jüdischen Insassen der Heil- und Pflegeanstalt von dort weggebracht werden sollen. Ich möchte doch meine Schwester erst noch mal besuchen, und zwar auf schnellstem Wege. Sie schrieb den Brief an dem Tag, an dem Meta fortgebracht wurde. Also war es zu spät. Die Großmutter sehen sie nie wieder. Sie wird nach Österreich deportiert. Ein kleiner Ort namens Alkoven. Da war ein kleines Schloss in der Mitte. Und das wurde zur Gaskammer umfunktioniert. Dorthin wurden alle Patienten gebracht. Ich habe einen Brief einer Krankenschwester. What I have is a letter of Else to the nurse. Das Datum, an dem Meta Frankenberg in der Gaskammer umgebracht wird, ist unbekannt. Im Januar 1940 wiegt sie noch 30 Kilogramm. So in January 1930, it was just 30 kilogram. Yeah, it was very, very. Else's body, more or less. Es ist schwer zu verstehen, wie Menschen so gemein zueinander sein können. Und wie ich schon erfahren habe, es ist nicht nur meiner Familie passiert, es ist anderen passiert, weil sie nicht perfekt waren. Das ist schwer zu glauben, schwer zu verstehen, schwer zu akzeptieren. Das ist, was gerade mit mir passiert. This is what's happening with me right now here. Mehr als 400 Patientinnen und Patienten aus Kutzenberg werden von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. 10 von ihnen waren Juden. Noch einmal wollen Mario, Andrea und George einen Kindheitsort der Mutter besuchen. Ediths letzter Aufenthaltsort in Coburg. Ja, es stimmt wohl. Wir können rein. Die Wohnung der Mutter. Sie sind am Ziel. Andrea! Mario! Es war die einzige Wohnung mit Bäumen vor dem Fenster. Die Wohnung, in der Edith gewohnt hat. Bis zu jenem Tag, an dem ihren Eltern klar wurde, dass Flucht die einzige Chance ist, um zu überleben. Okay. Die Stolpersteine erinnern daran. Gehen wir. Who knows the exact address? Hallo, ich bin Andrea. Agnes, hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Agnes, hello, welcome. Hello, I'm George. Das hier sind die Treppen, ganz sicher, und die Tür. Hierdurch ging unsere Mutter, als sie endgültig floh. Das bewegt mich. It's emotional. Sie hat hier gelebt, bis sie 12 war. Ja, sie wurde in Coburg geboren, hat hier gelebt. Und wir fragen uns selbst, warum sie nie mehr zurückkam, um das hier zu sehen. Können wir eine kleine Runde machen? Natürlich, ja. Ah, okay. Es ist nicht so. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen. Kein Problem. Good. Privacy. Yes. Seit 6 Jahren lebt hier eine Familie mit 3 Töchtern. Der Vater ist Schauspieler am Coburger Theater. Die Küche. Wow. Wow. So nice. Yes. Erinnert ihr euch an die Küche in Argentinien oder warst du zu klein? Im ersten Haus, in dem wir mit unserer Mutter gelebt haben, war die Küche sehr ähnlich.
Es ist Wahnsinn. Sie war auch klein und es gab eine Tür nach draußen. Und jetzt das Beste, der Wintergarten. Wie schön. Das ist schön. Die Coburger Burg? Ja. Feste. Feste. Sehr, sehr Ja. schön. Sehr schön. Listen. Hört mal, diese Ruhe hier. Ja, das ist great. Meine Mutter hat mal erzählt, dass Soldaten kamen, um nach ihrem Vater zu suchen. Er war nicht hier. Er war auf der Arbeit. Aber sie hatte solche Angst. Sie hat sich in einem Schrank versteckt. Hier, in dieser Wohnung. Also es ist so lange her, die ganzen Dinge, die passiert sind. Also wir fühlen uns jetzt nicht mehr konkret schuldig, ja. Aber trotzdem hat man noch so dieses ungute Gefühl. Es geht einem schon nahe. Ja. Und ja, möchte man gerne irgendwie wieder gut machen, was wir natürlich nicht können, aber wenigstens so einen kleinen Teil dazu beitragen. Das sollte einfach so ganz normal ein Teil der Vergangenheit sein. Also meine Kinder sind ja viel mehr Coburger als ich. Und da muss man einfach sagen, ich komme aus einer schönen Stadt, in der es mal ganz furchtbar war, so wie es in ganz Deutschland schrecklich war. Und dem muss man sich stellen und dagegen muss man auch angehen, dass es nicht mehr so wird. Ich habe mir das alles kleiner vorgestellt. Es ist ein großes Haus. It's big. Sie hat immer erzählt, dass sie hier ganz in der Nähe saß, mit ihrem Vater. Und dann kam jemand und rief, Juden raus. Das war der Moment, als mein Großvater sagte, okay, wir müssen Deutschland verlassen. Ihr habt eure Türen geöffnet. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht alle tun das. Danke. Gute Reise. Wir sind wirklich glücklich und dankbar, dass ihr hier lebt. Leute wie ihr. Das macht uns glücklich. Yes. Thank you. Good karma. Yeah, it's very good. I feel that. Thank you so much. Yeah. Für Mario, Andrea und George endet der Besuch in Coburg auf dem jüdischen Friedhof. Auch er ein Beweis dafür, dass es hier einst eine große jüdische Gemeinde gab. Hier steht sichtbar das einzige Denkmal, das an die Coburger Jüdinnen und Juden erinnert, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Es ist Marios Tochter Dana, die für diesen Ort eine Rede vorbereitet hat. I am lucky. I'm fortunate. I have the privilege to live exactly the way I want. Ich hatte das Privileg, mein Leben zu leben, wie ich will. At one point in time, Doch meiner Großmutter wurde dieses Privileg genommen. Zu einer Zeit, als sie ein Kind war und der Nationalsozialismus aufkam. as Nazis arose. Somehow we find Und jetzt, plötzlich, sind wir hier auf einem jüdischen Friedhof, in dieser wunderschönen Stadt, die zum Feind der Juden wurde, die in ihr lebten. Dass wir hier stehen, ist für mich wie einen Sieg zu feiern. Der Sieg 90 erfüllter Lebensjahre meiner Großmutter. Living a full life. I feel whole, like, Ich fühle mich jetzt vollständig. Also, ich fühle mich hier nicht zu Hause oder so, das nicht. Aber es ist jetzt greifbar geworden. Alles, was ihr so wichtig war. All das Schöne, das wir hier sehen. Die Bäume, das viele Grün. Ich denke, das alles kommt von hier. Das sind ihre Wurzeln. Edith starb am 14. August 2016 in Buenos Aires. Dort ist sie begraben.
Zurück in Israel. September 2023. 3 Wochen nach dem Besuch in Coburg. Wie so oft kommt Dana mit ihrer Familie an den Strand, hier nahe des palästinensischen Gazastreifens. Die Reise nach Coburg habe ihr gezeigt, wie wertvoll es ist, frei und selbstbestimmt zu leben. Und dass es keine Garantie dafür gibt. Unsere Familie ist so voller Migration. Sie haben sich für diesen Ort entschieden und dafür, hier Familien zu gründen. Weil es hier eine Chance auf eine bessere Zukunft gibt. Und ich glaube an das Gute. Wir haben hier tolle Menschen. Der Strand, an dem wir dieses Interview mit Dana geführt haben, der ist 2 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Damals war sie optimistisch. Sie hat uns gesagt, dass der Besuch in Coburg ihr dabei helfen wird, das eigene Familientrauma zu überwinden. Als am 7. Oktober die ersten Meldungen zu den Terrorangriffen kamen, haben wir natürlich uns auch große Sorgen gemacht um sie und ihre Familie. Wir haben seit diesem Tag fast nonstop berichtet, vor allem für Nachrichtensendungen wie die Tagesschau und die Tagesthemen. Wir haben berichtet über die Terrorangriffe der Hamas, über die unbeschreiblichen Massaker an unschuldigen Menschen und über den Schockzustand in Israel, der alle Menschen dort erfasst hat. Ein Schockzustand, der auch das historische Trauma wieder aufgerissen hat. Die Vertreibung, die Vernichtung in der Vergangenheit und die große Sehnsucht nach einer sicheren Heimat. Seit dem 7. Oktober berichten wir auch über die Lage der Menschen im Gazastreifen. Da kommen wir selbst nicht mehr hin. Wir sind angewiesen auf unsere Mitarbeiterinnen und unsere Mitarbeiter vor Ort. Das sind junge Menschen mit Familien, die Angst haben vor israelischen Angriffen, die auf der Flucht sind und die wir manchmal über Stunden oder Tage nicht erreichen. Seit dem 7. Oktober sehen wir viel menschliches Leid. Und bei den Menschen in Israel spüren wir auch die Angst davor, dass sich dieser Krieg ausweiten könnte und auch an der Grenze im Norden zum Libanon eskalieren könnte. George mit seiner Familie lebt genau dort oben im Norden. Er ist also wie Dana und Familie unmittelbar betroffen vom Kriegszustand in Israel. Als wir im Sommer mit ihnen gedreht haben, da war ihr Hauptthema der Protest gegen die Justizreform, gegen die rechtsreligiöse Regierung. Sie waren mit der israelischen Politik nicht einverstanden. Plötzlich hat sich alles geändert. Und deswegen sind wir noch mal hingefahren. Wie geht es George und Dana? Um das herauszufinden, fahren wir zunächst in den Nordosten. Die Grenze zum Libanon ist nah. Ganz Israel im Kriegszustand. Aus Angst, dass die Terrororganisation Hisbollah auf der anderen Seite der Grenze in den Krieg einsteigt, wurden viele Orte bereits evakuiert. Das Kibbuz Shamir noch nicht. Hi, George. Good to see you. Hi. Es ist das erste Mal, dass wir ihn wiedersehen, seit dem Besuch in Coburg. Ich finde keine Worte. Hier ist nichts mehr, wie du es zuvor erlebt hast. Alles ist anders. Das offene, lebensfrohe Shamir. Das gäbe es gerade nicht mehr, erzählt uns George. Es gehe nur noch um Sicherheit. Auch er engagiert sich im Sicherheitsteam. Hey, hast du die Kamera am Zaun repariert? Ja, alles läuft wieder. Ohne Störung? Exakt. Von den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober wurden sie in diesem Kibbuz im Norden Israels verschont. Doch der Schock sitzt tief. Fast jeder hier kennt Familien, die getötet wurden oder die wegen der Nähe zum Gazastreifen fliehen mussten. Auch hier haben die meisten Bewohner ihre Häuser verlassen. Das Sicherheitsteam hält die Stellung. Das hier ist der Raum, in dem wir uns täglich treffen und schauen, was es für neue Entwicklungen gibt, was wir erledigen müssen.
Und hier, von diesem Raum aus, sind wir jetzt rund um die Uhr in Kontakt mit der Armee, über Funk. Aber das könnt ihr leider nicht filmen. Zu Hause bei George. Tagsüber ist er alleine. Seine Frau arbeitet nach wie vor als Krankenpflegerin. 2 der Töchter haben Shamir bereits verlassen. Die 3. ist zu ihnen gezogen. Ihre Taschen stehen bereit, falls auch sie schnell fliehen will. Noch vertraut George dem eigenen Schutzraum, den er vor ein paar Jahren gebaut hat. Bis Ende September hat er für Demokratie demonstriert, gegen die rechtsreligiöse Regierung. Sein Optimismus für ein besseres Israel ist erstmal dahin. Wir brauchen eine Regierung, die mit den Palästinensern über irgendeine friedliche Lösung zwischen unseren Völkern diskutieren kann. Und ich will das noch immer, eine andere Regierung, weil ich unserer nicht vertraue. Sie haben uns in diese Situation gebracht. Aber meine Hoffnung schwindet. Es gibt ja auch auf der anderen Seite niemanden, mit dem wir über Frieden reden können. 150 Kilometer südlich, bei Mario, dem Bruder von George. Hier in Kfar Yona hat er für seine Tochter ein Apartment organisiert. Auch sie treffen wir zum ersten Mal wieder seit dem Terrorangriff. Der Ort, aus dem sie geflohen ist knapp 8 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Am Morgen des 7. Oktober reißt sie Raketenalarm aus dem Schlaf und hunderte Nachrichten. In diesem Moment habe ich beschlossen, dass ich keine Videos anschaue, dass ich nur das Wichtigste lese. Ich habe sofort alles abgeschlossen, das ganze Haus. Ich habe ein Messer genommen. Wir sind in den Schutzraum und wir haben gewartet. Gewartet. And I just waited. Nach 8 Stunden werden sie und ihre Familie evakuiert. Doch noch immer haben sie das Gefühl, dass auch das Militär sie nicht mehr schützen kann. Jetzt lebt sie mit Mann und 3 Kindern hier. The kids sleep here. Hier schlafen die Kinder. 2 auf dem Bett, eine da unten. 2 of them here, 1 of them here. This is a blanket that I just got. Diese Decke habe ich gekauft für Orly, meine Tochter. Sie schläft nicht mehr. Und die Decke hilft ihr dabei. Da ist Sand drin. Das soll helfen, weil sie schwer ist, wie eine Umarmung. And it's supposed to help her sleep because she doesn't sleep. Auf dem Weg in den Nachbarort. Dort werden sie Freunde treffen, die wie sie geflüchtet sind. Sie alle fragen sich, wie es zu diesem Terrorangriff kommen konnte. Die Kritik an Premierminister Netanyahu wächst. 20 Jahre hat er mit seiner Politik das eigene Land vernachlässigt. Das kann er niemandem in die Schuhe schieben. Für alles sind er und seine Regierung verantwortlich. Ja, aber ich habe keine Lösung. Ich habe keine Idee. Israel braucht eine Koalition von Führern, für die das Wichtigste Israel und die Bürger sind. Und nicht die eigene Karriere oder das Gehalt. Über die Zukunft reden fällt noch schwer. Erstmal Trauma bewältigen. Wie hier bei einem Treffen für geflohene Familien. Zurück in ihre Orte nahe des Gazastreifens wollen sie erst, wenn sie dort sicher seien. Israel hatte doch gar keine andere Chance, als den Gazastreifen anzugreifen. Und die Hamas wollte genau das, weil sie dann die Bilder bekommen, die sie wollen. Die zeigen, wie böse Israel ist, dass Israel alle tötet. Zurück bei George im Norden. In den israelischen Nachrichten geht es vor allem um das eigene Leid nach dem Terrorangriff. George hat entschieden, er wird in Shamir bleiben. Es fühlt sich an, als ob wir ständig verfolgt werden. Das kann ich nicht akzeptieren. Wenn ich jetzt mein Haus verlasse, dann ist das so, als wäre ich einverstanden, damit verfolgt zu werden.
Aber das mache ich nicht mehr. Not anymore. Bislang gibt es nur einzelne Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon. Sollten sie mit stärkeren Raketen angreifen, werde er hier Schutz suchen. 10 Meter tief unter der Erde. Seine Töchter wird George dann wegschicken. Er aber wird bleiben. Du hast eine erste Tür und hier die zweite. Du hast hier Platz für 12 Leute, die über Nacht oder gar ein paar Tage bleiben können. Wir haben eine Toilette, WLAN, Klimaanlage, alles, was du brauchst, um etwas länger zu bleiben. Ich hoffe, dass unser Schutzraum zu Hause reicht. Aber wenn es doch noch sicherer sein muss, dann haben wir das hier. Noch habe er Hoffnung, dass sie all das nicht brauchen. Und dass irgendwann auch sein Optimismus zurückkommt. Wie geht es weiter im Nahen Osten? Das werden wir im Moment so oft gefragt und wir wissen es einfach nicht. Für Israel geht es darum, ein Sicherheitsgefühl, das völlig zerstört wurde, irgendwie wiederherzustellen. Nur wie? Ein Großteil der Menschen in Israel sagt, die Hamas muss zerstört werden mit aller Härte. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, das wird noch mehr zivile Opfer fordern. Und es braucht endlich eine politische Lösung, denn auch Mauern und Zäune helfen langfristig nicht mehr. Und wir fragen uns gerade zwischen all den schlimmen Bildern oft auch selbst, ist das jetzt der Moment, in dem Menschen in der gesamten Region weiter desillusioniert werden, sich möglicherweise radikalisieren? Oder gibt es vielleicht doch noch irgendeinen Impuls, um wieder über den Nahostkonflikt und über eine Lösung zu reden? Denn das ist seit vielen Jahren nicht mehr passiert. Wir haben George gefragt, der immer so optimistisch war, ob er Hoffnung hat. Er hat gesagt, fragt mich in einem halben Jahr noch mal.